Guten Abend, ihr Leute. Wir sind heute ein kleines bisschen früher dran als normalerweise, aber ich denke, das ist nicht so schlimm, das kriegen wir trotzdem hin. Ich habe nachher so gegen 7 noch was vor, deswegen habe ich gesagt, fangen wir heute einfach ein bisschen früher an, weil ausfallen lassen wollte ich es auch nicht. Und jo. Beim letzten Mal sind wir hier unten haben wir uns hier unten schon mal durchgeschlängelt und mir ist mein Schwert kaputt gegangen. Deswegen habe ich jetzt hier die Axt in der Hand. Aber ich habe jetzt irgendwo gehört, in so einem YouTube-Video, als ich nach Waffen gesucht habe, die ich gern benutzen würde vielleicht, dass diese schwere Spezialattacke, wo dieser Dash nur vorne gemacht wird mit diesem Schwert, dass das dazu führt, dass dieses Schwert an Haltbarkeit verliert. Sprich, das ist der Grund, warum das Schwert in Gefahr war, obwohl wir da unten nur ein paar Gegner gemacht hatten. Deswegen habe ich mir überlegt, nehmen wir jetzt einfach dieses Schwert in die Hand und massakriere die ganzen Leute damit und ignoriere einfach, dass das letzte Mal so schnell kaputt gegangen ist. So, jetzt muss ich mich noch mal kurz orientieren. Und zwar ging es hier, meine ich, zu dieser großen Ratte hier. Ach, guck mal, jetzt stimmt ja diese Anzeige gar nicht mehr. Ich habe die doch das letzte Mal... Jetzt wart, das muss ich jetzt mal gerade ausprobieren. Ich habe die das letzte Mal, habe ich hier umgestellt eigentlich auf Trainingspunkte. So. So soll es sein. Jetzt muss ich das hier nochmal sperren. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch 71 Pfeile. Das müsste ja eigentlich jetzt erstmal ausreichen. Um hier die Kollege hier uns anzuloggen. Kawum, kawum. Tschüss. Weil ich würde die tatsächlich nur ungern alle auf Emo machen wollen. Ich denke mal, das wird man auch hinbekommen und wäre jetzt so direkt kein Problem. Aber ihr Leute, das soll ja irgendwann mal ein No-Death-Run werden. Und ich würde sagen, da sollten wir jetzt erstmal kein Risiko hingehen. Okay. Er hat gebockt, die Rad. Die hängt fest. Dann schnappen wir uns die. Die springt gerade. Bin gespannt. Ach, guck, die Klitsche immer so. Ach, jetzt kommen sie beide auf Amo. Aber ich bin ja ein Künstler meines Faches. Und deswegen war das auch überhaupt gar kein Problem. So, wenn du mir den Arsch anstreckst, krieg ich eine Versohlt. So ist das halt im Leben, ne? So, jetzt gucken wir trotzdem nochmal, nur um auf Nummer sicher zu gehen, so 253, ja, das müsste nochmal klappen dann, ne? So, hier die Dinger, keine Ahnung, was das war. Hier war auch irgendwo noch Ratte, ne? Ich kann schwören, ich hätte eben 175 Schade gemacht statt 125. Heißt das, um die zu triggern? Nee, ne? Ja gut, ich hab hier Bo dabei, so ist nicht. Mhm. So, jetzt gut um 2 Ratte. Aber gar kein Problem. Ach, ich hab gedacht, da wird jetzt noch einer ankommen. So, jetzt ist nur die Frage. Hier runter, das war ja auch noch ein Rad. Aber ich will nicht in dieses Loch reinfallen, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Und jetzt würde ich tatsächlich die Partie mal kurz beenden, das Safe Game anlege, weil ich nicht weiß, ob danach ein Bossgegner kommt oder ob danach
Warum sind eigentlich meine ganze Safe Games weg? Und wo hätte die eigentlich gespeichert sein sollen? Raus. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich K8 drauf gehabt. Weil ich aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht damit gerechnet habe, dass meine ganze Safe Games weg sind, ne? So, dann, keine Ahnung, wie ging das nochmal? Also, raus. Die Safe Games, die sind ja hier bei mir, war glaube ich auf dem G-Laufwerk, G wie Games. Und vermutlich, ohne dass ich das jetzt so hundertprozentig genau weiß, sind die im Steam-Ordner drin. Steam. So meistens sind die dann irgendwie in Commons oder so, oder Steam Commons oder wie es heißt. Steam Apps hört sich gut an. Common. Und jetzt Dark Souls Remastered. Öffnen. Ah, der jetzt aber erst mal nicht so viel geöffnet, wenn ich ehrlich bin. File doesn't exist, ne? Das ist natürlich klasse. Dann. Das regt mich schon wieder auf, dass der sich nicht behält, wo quasi der letzte Ordner war, wo man drin gewesen ist. Dark. Ah ne, Steam muss ich. Wo ist Steam? Steam Apps. Steam. Mein Problem ist halt immer, dass ich mir nämlich genau gar nicht behalten kann, wie sowas funktioniert hat, nachdem ich schon irgendwo fertig bin damit. Ach, komm, es hat dir keinen Wert. Machen wir Google auf. So, Dark Souls Remastered Steam Save Games. Okay. Angeblich aber auch in diesem Ordner, den er hier mir anzeigt. Documents. NBG. Wahrscheinlich ist es eher, obwohl, hier gibt es auch NBGI. Dark Souls Remastered. Do you wish to use the directory of this save file to store the profiles for this game? You can choose an alternative directory if you wish. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Nein. Profiles Directory. Hier, NBGI. Dark Souls Remastered, No Death Run Training öffnen. Das ist jetzt noch mal anders, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Gehen wir nochmal eins zurück. Hier rein, öffnen. Zumachen. Ah ja, genau, jetzt sind wir wieder da. So, jetzt müsste ich quasi sowieso ein neuer Ordner anlegen, der Untiefen heißt. Den müssen wir hier rausziehen.
Und das müssen wir Eingang Untiefen da drin machen. Und Untiefen Leuchtfeuer. Alter, Leute, ist das alles kompliziert. So. Jetzt können wir hier sagen, Import Save Game. Rename. Ich nenne das jetzt erstmal vor Nebelwand, weil ich weiß jetzt noch nicht, ob danach quasi ein Bossgegner kommt oder irgendwie nur ein neues Teilgebiet. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal so machen. So, jetzt können wir weitermachen. Fortfahren. Weil dort gab es auch irgendwo noch so ein Gebiet, wo so komischer Wurm kam. So riesiger. Genau, und das... Nee, warte mal. Nee, das war nicht hier gut, ne? Sind die Ratte größer als die, die ich vorhin hatte? Okay, was läuft unten noch für hell drum? Ja, genau, komm du mal, du Nuff. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wo ist er dann? Hey, diese Kameraführung und dieses Anvisieren ist so für die Katz. Warum dreht er sich um 180 Grad, wenn ich zu weit weg bin, um das scheiß Rotzvieh anzuvisieren? Genau, überhaupt keinen Sinn macht das. Gibt der Punkte? Ja, 3 Stück. 3. So. Und jetzt können wir hier hingehen und hier vor. Das Rad oder was ist das? Das tut auch so ein bisschen klimmig oder so Rad, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Gehen wir nur links oder gehen wir jetzt hier nur rechts? Wir gehen zuerst nur links gucken und dann gehen wir nur rechts. Ach, natürlich. Vielleicht stieg auch noch. So, ich meine, mir hatte eine Haube von diesem Moosklumpe. Mhm. Nun gut. Ein großes Scherb kann man natürlich gebrauchen. Hier unten kommt nachher, glaube ich, ein Bossgegner. Ich hoffe nur, dass da vorher irgendwie auch noch mal so eine Art Leuchtfeuer kommt. Aha. Warum rennt die dummen Rad jetzt weg? So. Also hier will ich jetzt halt tatsächlich nicht runterspringen. Ich weiß nicht so genau, ob man dann direkt komplett tot ist oder wo man dann rauskommt. Aber warte, hier ist auch noch. Und hier ist, ne? Weiß nicht so genau. Gehen wir dann zuerst hier lang. Ist hier irgendwas wieder, wo man runterfallen kann? Nee, ne? Wirkt aber schon so, als wollte sie mich in eine Falllocke, wenn ich ehrlich bin.
So, wir schnappen uns nur das Ding hier. Ah, okay, hier kann man auch runterfallen. Ja, ich glaube, du fällt mir dann irgendwo in so ein Gebiet, was mit Feinde überhäuft ist, sozusagen. Das heißt, das ist vielleicht nicht so clever, wenn wir dort runterfallen, ne? Aber so wie ich mich kenne, passe ich irgendwann sowieso nicht auf und dann da drunter gestürzt. Ey, ich könnte so kotzen. Ja, nicht so klar. Nein! Ich verstehe halt auch nicht, warum der nicht nur von oben unhauen kann. Ich kann halt diese Spezialattacke, die von oben nach unten ist, nicht machen. Weil... Ja, okay, jetzt sind wir du. Weil dann mein Schwert so schnell kaputt geht. Ich weiß es nicht. Muss man sich hier irgendwas notieren? Ist eigentlich bisher relativ straightforward, ne? Bekommen wir jetzt zu der Riesenrad? Ja, ne? Kann die was? Kann ich die blocken mit meinem Schild? Ja, komm. Wir machen mal Safe Game. Import. Und du mal da oben das löschen mit der Nebelwand. Weil es war jetzt unkritisch. Und dann machen wir das hier. Riesenratte. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Ah, schon gedacht, wenn ich hinter dir bleibe, läuft's. Jetzt mach schon mal langsam. Lass mich mal aufsteigen jetzt. Hey, was ist das dann? Schild hoch! Nein! Nee, das machen wir jetzt normal. Wo bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Ich verstehe das auch nicht. Load. Zuerst habe ich schon beim Schild wunderbar geblockt. So, jetzt habe ich wieder die Arschkarte gefühlt. Ich sehe nichts, außer irgendeine, keine Ahnung, was das ist. Gespulst. So. 1000 oder das Mädchen gibt. So, ist es die Riesenrad? Hammer. Komm, jetzt saufen wir was. So, jetzt ist halt die Frage. Lassen wir uns jetzt hier noch mal runterfallen.
Ich meine, uns bleibt hier wahrscheinlich nichts anderes übrig, ne? Ist halt echt ein bisschen blöd. Nee. Ja, genau. Das waren nämlich die Frösche, die dir Verfluchung gäbe oder so und dann deine Energieleist zusammenschrumpfe. Dauerhaft. Bis du so verfickter Läuterungsstein für 10.000 holst oder wie viel die koste. Bin ich jetzt? Nee, jetzt bin ich nicht da, wo ich eben runtergekommen bin. Ah, wo kommt die dann jetzt her? Wo sind noch ein? Hä, ich bin doch hierher gekommen. Wo kommt hier gar die ganze Ratte her? Wie sie dann von da irgendwo kommen sind oder nicht? Alter. Maschine schlagen halt. Boom! Jawohl! So nämlich. Komm, steig auf. Ach, was Lappe, ey. Ha. Der Ritter Kirk. Da haben wir den hier wohl. Ah, wann der Kirk. Was ist er? Saufen wir noch mal was? Und der hat noch was Falle gelassen. Nenn mir mit. Stachelschwert. Kann das was? Ach, guck mal, das ist noch so Rattevieh. Guck mal, jetzt kann ich hier hoch und Pfanne konnte ich aber auch hoch, ne? Komm ich da quasi, oder käme ich da an der gleichen Stelle raus? Das ist quasi dort, wo wir ins Pfanne dran runtergefallen sind, ne? Ach, natürlich. Er kennt ja immer nur oben gucken, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, du ist hier so dunkel, du sieht man ja eh nicht, wenn man nichts, wenn man nur oben guckt. So. Ja, das ist halt scheiße. Aber ich glaube, der Obbe ist jetzt erstmal nichts mehr. Ist hier noch ein Rättelchen? Ist noch ein Rad. Also ich will dir nichts sagen, aber mir sind das wieder viel zu viele Wege, die ich theoretisch gehen könnte. Also hier geht's hier hoch. Dann müsste ich hier eigentlich auch irgendwo rauskommen, wo ich vorhin runtergefallen bin. Gott, wo bin ich denn da? Ach stimmt, ja. So bin ich quasi herkommen, ne? Jo, alles klar, gut, das sind wir schon mal geklärt. Warte, hier war das, ne? Gut, aber die Tür wäre mit Sicherheit quasi verschlossen gewesen.
Das ist schon mal klar. So, wo ist mir jetzt hochgegangen? Hier in der Ecke, ne? So, und dann gehen wir jetzt mal hier runter und gehen mal auf der anderen Seite hoch und gucken, was dort noch ist. Erst hier entlang? Nee. Was hier? Ich glaube, hier war das. Genau, hier kommt man nämlich auch hoch. Okay. Aber hier ist jetzt erstmal kein Sackgass. Hier sind die Frösche. Jetzt gehen wir mal schön zurück. Dass wir diesen Dunst nicht abdrehen. Haben wir heute der Ball ausgeplustert oder wie soll ich mir das vorstellen? Also in den Dunst gehe ich nicht drin. Ich hätte sie halt gern beide auf einmal kaputt geschwart. Wäre halt geil, wenn er dich nochmal abreagieren wird, ne? Nein! Warum soll dann bei den anderen ein Schlag gereicht, um die kaputt zu machen und bei mir reicht es nicht? Wow, der hat doch jetzt wieder geblost, oder? Jo, guck dir mal den Dunst an. So. Das war wichtig und richtig. Wow. Nee. Na! Lauf, Forrest, lauf. Wo ist denn der eine Frosch, der hinter mir war? Ist der hier runtergefallen? So, eine haben wir. Arsch, ey. Lass mich doch von dem nicht zugase. Ja, so muss schön hier rauskommen jetzt. So. Jetzt gucken wir mal hier in die Ecke. Sehr stark. Und der andere ist da unten. Wow. Locker bleiben, Leute. Locker bleiben, Leute. Wo kommt denn der hier? War das nicht? Zwei eben. Sind das die zwei von hier unten gewesen? Können wir hier am Rand entlang laufen, ja. Okay. Wo geht's jetzt? Aha. Aha. Was, ne? Das hätte keine in die Buchs gehen. Wo kam das Vieh dann jetzt schon wieder her? Jetzt gehen wir mal hier runter.
Okay, hier ist erstmal nichts, ne? Außer ein Item. So, jetzt könnten wir hier hingehen. Der zittert sich zu Tode. Und hier geht es quasi auch noch hinter. Oh, Ring des bösen Auges. Ich will mal gucken, was das kann. Hier fällt man quasi runter, glaube ich. Das heißt, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn wir hier gleich... Oh, wo war denn das? Hier, ne? Wenn wir hier gleich runterfalle. Weil wir diesen Sprung hier verkacke. Uäh. Ja, und das alles der Menschlichkeit steht. Muss sagen, das kann man sich auch sparen, ne? So, jetzt hier unten war man, ne? Da war hier Sackgas und so, ja, genau, da hinten war man, alles klar. So, jetzt. Hier sind wir herkommen. Genau, hier sind wir herkommen. Hier irgendwo, da war da jetzt eine Treppe hoch. Ne, andere Richtung. So, hier hoch. So, hier war Shortcut und hier vorne war aber auch noch eine Treppe. Und wo die Treppe hingeht... Ist Rad, ist Rad. Das weiß ich noch nicht. Aha. Ja, okay. Der ist mir scheinbar zu fett dafür. Hä? Hier geht's runter. Und hier ist eine Sackgasse. Wo geht's hier jetzt hin? Okay, hier geht's wohl zum Bossgegner. Okay. Ja, mir wolle jetzt aber eigentlich nicht unbedingt zum Bossgegner. Bei mir war ja oben auch noch war nur hier hin. Hä, wo bin ich denn jetzt herkommen? Ich bin nur da vorne herkommen. Ach, hier rechts um die Ecke geht's. Hier ist aber auch dunkel wie Sau, jetzt mal ohne Scheiß. Bin ich hierher gekommen? Ja, ich glaube schon. Weil hier, ich habe eigentlich gedacht, dass es hier zum Bossgegner geht. Kann man die Tür hier theoretisch aufmachen? Ja. Ja, gucken wir mal, was der zu erzählen hat. Okay, was hast du im Angebot? Goldharz, nicht verkehrt. Bodenlose Kiste. Gerades Kristallschwert. Kristallgroßschwert.
20 und 10. 190 ist natürlich nicht schlecht, ne? ...16 und 10. Das ist ja schon besser, ne? Das könnte ich sogar benutzen. C-Skalierung. Standardpfeile, guck mal, das machen wir. Wir holen uns nur ein paar Standardpfeile. 30 Stück oder so. 40. Dann haben wir nämlich noch mal 100 oder so. Ich meine, komm, da können wir uns nur noch 2 Goldharz holen. Wart, der hat ja auch noch Reden im Angebot. Ich will immer gucken, was er zu erzählen hat. Ja, nicht viel, ne? Ja, jetzt aber ist die Frage. Ich lege hier mal Safe Game an, weil ich jetzt nicht weiß, wo es hier durch diese Tür weitergeht. Gut, wahrscheinlich ist die Tür irgendwie abgesperrt und ich kann sie eh noch nicht aufmachen. Aber sicher ist sicher, ne? Ja, geil. Waschlecke. Gut, dann gehen wir jetzt hier hoch ans Leuchtfeuer. Weil wenn ich jetzt gleiche Bossgegner mache, würde ich schon tendenziell bevorzuge, mit mehr als 0 Flakons dort reinzugehen. Und außerdem wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir hier noch was reinvestieren. Stärke. Vitalität. Ich glaube bei Vitalität, ich hatte mir dummen Screenshot gemacht. Ich glaube bei Vitalität war das Softcap bei 30. Jetzt müssten wir nur noch mal wissen, wo wir dann diesen Screenshot gemacht haben, ne? Oder ich habe gar keinen Screenshot gemacht, sondern ich habe nur quasi mir den Link irgendwie gemerkt. Oder irgendwo hinterlegt. 240, naja gut, das reicht ja noch. So, ich weiß jetzt leider nicht mehr so genau, was hier unten auf mich wartet. Ob das nur Ratte war oder ob das auch von den Frösche war. Lunseln wir mal hier so ein bisschen um die Ecke. Okay, die Dinger. So, dann ist noch ein Rad. So, easy. Und gut, dann haben wir hier hinten noch eine Ratte. Und noch so komisches Dingsbumsvieh. So die Rad. Ach genau, und der Anne. Ja, der wäre mir fast wieder auf den Kopf geplumpst, ne?
Dass diese Ratte jetzt aber nicht getriggert war, das wundert mich schon ein bisschen. Ah, die will mich wahrscheinlich schon nur hinlocken, dass die anderen noch von der Seite angehupft kommen kann, ne? Ja, aber das machen wir jetzt nicht, ne? Oder wie was? Arschlöcher. Schön der Arsch rasiert, ey. Uff, hat's gemacht. So, hier oben waren jetzt, glaube ich, keine Gegner. So, und dann gehen wir jetzt nämlich hier runter. So. Und hier machen wir jetzt ein neues Safe Game. Wie heißt der Gegner? Gaping Dragon. Was das auch immer bedeutet. Gaping. Gaping Dragon. So, das Ding löschen wir. Das Ding rename. Gaping Dragon. Ich habe das irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, wie der ist, aber nicht so hundertprozentig. Ich bin irgendwie der Meinung, er wäre machbar. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Klaffdrache, aber also... Wow, Alter, mach mal locker. Warum kann ich den nicht anvisieren? Zum Großen anvisieren, oder was? Stark. Der geht quasi einfach durch mich durch. Was war denn das jetzt, bitte? Wie bin ich in den gekommen? Das erschließt sich mir jetzt gerade noch nicht so ganz, wie ich in den gekommen bin. Okay, der sieht jetzt erstmal schwer aus. Also ich habe jetzt nicht so viel Schade gemacht, wie ich mir das erhofft habe. Und gleichzeitig hat er extrem viel Schade gemacht. Deutlich mehr, als ich mir das erhofft habe. Jo, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Gucken wir mal, wie viel das jetzt schadenstechnisch abhalten wird. Jetzt haben wir natürlich die Fettrolle des Todes. Ja gut, es hält schon ordentlich was ab, so ist nicht. Aber es ist natürlich trotzdem jetzt, wie soll ich denn sagen? Wo ist er? Mhm. Ups, das war aber vorbeigelegt. Okay.
Das Dumme ist, allein wenn der schon geht und ich da auch nur ansatzweise in der Nähe bin, nehme ich halt schon so viel Schaden, ne? Die Reichweite habe ich nicht kommen gesehen, wenn ich ehrlich bin. Stark, Junge, stark. Solange der in die Falschrichtung kloppt, soll es mir recht hin. Alter! Der hat doch in eine ganz andere Richtung gekloppt, wie ich gestanden habe. Kommen wir da jetzt schnell genug auf die Menschlichkeit? Ja. Der rennt halt einfach durch mich durch, das ist halt Schiss, das. I. Was ist denn das? Nein! Jawohl. Wir haben eine doch. Easy war das. Wir sind auch fast nicht draufgegangen. So. Wie geht's jetzt hier weiter? Aber hier hinten entlang, ne? Hier hinten ist quasi tot dann. Ja gut, wer ist nicht so genau? Sieht schon so aus, als wäre der innere Boden am Start, aber sieht jetzt erstmal eher nach tot aus. So, ich würde mich jetzt gerne wieder ein kleines bisschen geschmeidiger bewegen. So. Okay, hier geht's nicht lang. Also ich gehe mal davon aus, dort wo wir hergekommen sind, dort wo dieses riesige Tor war, dort müssen wir wieder hin. Wäre jetzt nur die Überlegung, Also ich würde tatsächlich sagen, wir gehen vorher nochmal ans Leuchtfeuer, investiere unsere Seele und mache dann die Tür auf. Weil ich weiß nicht, wann da das nächste Leuchtfeuer kommt. Und dann wären wir quasi so ein bisschen auf der sicheren Seite, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Energie, ne?
So, aufsteigen. Stärke, Vitalität. Stärke, Vitalität. Stärke. Annehmen. Ihr müsste vielleicht auch echt hier die Menschlichkeit reinlegen, damit wir im Fall der Fälle die auch noch benutzen können, um unser Leben wieder hoch zu pushen. Also ich habe hier jetzt erstmal keinen Bock, die ganzen Leute nochmal zu kämpfen. Deswegen rennen wir mal hier durch und gucken, wo wer uns nachfolgt. Ja, gut, halt nicht. Jetzt wäre aber schon irgendwie die Hoffnung, dass hier nochmal Leuchtfeuer käme, ne? So, Partie beenden. Jetzt machen wir hier ein neuer Ordner. Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Schandstadt. So, und hier rein importieren wir jetzt Save Game. Rename. Schandstadt. Eingang. Oder das Schandstadt brauchen wir denn eigentlich, reicht nur Eingang. So, und jetzt klicken wir hier noch an. Wie heißt der? Gaping Dragon. Guck mal, jetzt sind jetzt überhaupt nicht gestoppt. Richtig stark, ne? Im ganzen Gebiet nicht ein, oder? Doch, einmal sind wir gestoppt. Warum? Ach, am Drache sind wir einmal gestoppt. Genau. Ja, Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, da habe ich genau gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Gut, Item scheint hier nirgends zu sein. Ja, wir gucken mal. Und ansonsten, wenn nicht, müssten wir halt nur zurückgehen, ne? Also das ist doch, glaube ich, jetzt der Weg, der zu Quelax führt. Oder nicht? Oder ist das, wo diese komische rollende Räder sind? Alter, ich bin doch gesprungen. Aua. Fuck. Die sind mir ein bisschen zu stark, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gibt es entweder die Hoffnung, dass das jetzt nur am Anfang von dem Gebiet einmal war. Und so wie es aussieht, ist es eher so... Boom! Es ist eher so, als wäre das hier so ein bisschen der Standardgegner. Die muss ich aber auch, also das nicht aus Versehen irgendwo runterguckst. Komisch, ne? Boah, ey, schöne Arschbohrer, ne, das sie, ey. Geil. Also mein Problem ist jetzt an der Stelle eigentlich,
dass ich überhaupt keine Lust habe, jetzt den ganzen Weg hier nochmal zurückzulaufen. Boom, Alter, ich rasiere dem so die Popherze, das gibt's gar nicht. Komm, nochmal. Du stehst doch drauf. Jawohl, Alter, geil. Hallo Q-Cloud W, moin. Und alles klar. Das ist nicht das Gebiet, das ist... Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich würde lieber in... Nee, ich habe das Schild oben gehabt. Ja, eigentlich schon soweit. Nee, warte. Auf. Nee, das hier ist, glaube ich, noch nichts für mich. Gut, ich würde halt gern... Sieht man hier irgendwo, wo vielleicht ein Leuchtfeuer ist? Ja, also eigentlich ganz gut. Aber... Ich glaube... Das Gebiet hier ist noch zu früh für mich. Boom. Geil. Nein, 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 nein. Hier ist leider. Okay, du kannst runter. Hier könnte ich auch irgendwo hin runter. Wow, jetzt kommen zwei. So haben wir nicht gewettet. Ah ja, tot. Obwohl. Nee, das Gebiet ist scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Geh nicht weg. Bin ich irgendwie gefühlt noch ein bisschen schwach dafür. Das war knapp. Fast hätte er mich erwischt. Kommt er nach? Tatsächlich. Der kleine Drecksack. Jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Ja gut. Also ich glaube, es wäre jetzt vielleicht echt gar nicht so verkehrt, wenn man in dieses Darkwood Garden oder wie das heißt gehen würde. Also Dunkelgarten oder so. Ich glaube, dort sind wir besser aufgehoben. Wobei, ne, diese riese Ritter, die sind natürlich schon auch... Warum lebt denn der jetzt eigentlich wieder? Ich verstehe das nicht. Normal ist es doch bei Dark Souls immer so, dass die Gegner nur dann wieder aufstehen, wenn ich sterbe oder mich an ein Leuchtfeuer hocke. Und hier ist es jetzt gerade irgendwie so, dass die alle Nase lang wo wieder aufstehe. Jo, wäre ich mit dem Kopf durch die Wand. Das hat noch nie funktioniert, außer bei dem. So, am liebsten
Am liebsten würde ich jetzt hier einfach durchrennen. Das ist aber wahrscheinlich keine so gute Idee, ne? Es ist halt so nervig, dass man hier diese Schnellreise nicht hat. Oder erst sehr spät bekommt. Ja, ich muss hier jetzt echt aufpassen. Ich muss hier jetzt quasi den ganzen Weg wieder zurück, ne? Gerade hier unten. Ach, so ein bisschen. Da waren noch irgendwie Hunde. Ich raff nicht, wann der tritt und wann nicht. Auf jeden Fall tritt er immer dann, wenn ich nicht will, dass er tritt. So, wo ging es jetzt raus hier? Ah, hier ist der Tritt. So, hier war auf jeden Fall ein Hund. Komm, komm, hopp, gut, gut. Verstehe ich auch nicht, warum manche Hunde 2 Schläge brauchen und manche nur eine. So, hier oben war auch noch irgendwie was am Start. So. Komm, du bist doch auch der Schleehund. Komm her jetzt. So, jetzt haben wir hier noch eine. Hier vorne auch noch was? Ich glaube, eine Ebene oben drüber war noch was, ne? Oder? Oder? Nee. Okay. Hier war irgendwie eine Abkürzung. So. Okay, hier ist Herkules. Ja, ich weiß nicht, also die Laufwege sind halt schon ein bisschen, wie soll ich denn sagen? Also können das schon geiler sein, ne? Okay. Ja gut, so war es nicht gedacht, aber es hat gereicht. Nein! Das war gewollt! Ey, dieses Anvisiere ist manchmal echt Krampf ohne Ende. Aber echt so richtig scheiße. Fuck. Ey, warte mal, wenn wir jetzt eh hier sind. Wenn wir eh hier sind, dann pflanzen wir uns jetzt mal hier ganz kurz ans Leuchtfeuer. Und dann gucken wir mal,
Und zwar hier hinten gab's... Was ist denn eigentlich das für ein College? Well, I see you made it. Yeah, I have my... Oh yeah, I think you have a knack. I'll be pleased to help. And... Jo. Oh really? But I'm on the fringe. I only wish to... Ja, keine Ahnung. Also, was wollte ich denn machen jetzt? Zum einen wollte ich mal gucken, was dieser Ring kann. Ach so, naja gut. Brauchen wir nicht, mir sterbe ich nicht. Ach, kommt jetzt schon die Schlange hoch. Oder? Oder auch nicht? Das ist auch nicht jetzt. So, und zwar... Ganz da hinten war, glaube ich, irgendwo... Oder haben wir das vielleicht sogar schon? Ich glaube nicht. Nee, haben wir noch nicht. Das Zweihänder, das soll eigentlich relativ gut sein. Das ist natürlich sehr weit hier hinten. Und diese dumme Gegner hier, die sind alle gar sehr, sehr assi. Zu mir. Okay, das Fernglas ist jetzt nicht das, was ich gesucht habe. To be honest. Der Flügelspeer auch nicht. Jetzt rennen wir hier mal durch. Ich könnte echt schwören, dass dieses Zweihänderschwert dort gewesen ist. Es raste mehr schnell, dass die Kollegen wieder dorthin gehen, wo sie herkommen sind. Das muss eigentlich dorthin irgendwo gewesen sein. Hat man von hier oben vielleicht ein besserer Blick? Nee. Ah, es könnte auch hier unten sein, warte mal. Hier runter. Nein. 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 Hier vielleicht. Ah, da ist es, ja. Gehen wir quasi hier wieder zurück. Wie wir eben auch zurückgegangen sind. Haha, vorbei, ihr Labbe. Ausdauer leer, Ausdauer leer. So, jetzt verlassen wir die Geschichte. Jetzt gucken wir uns das Schwert mal an. Zweihänder, was braucht das? 24 Stärke haben wir natürlich noch nicht. So. Also er ist halt schon sehr behäbig. Das ist hier normal gar nicht meins, ne? Aber es soll halt wirklich relativ geil sein. Ja, das sieht noch sehr wackelig aus. Naja, bleiben wir vorerst mal hier dabei.
Ist zwar jetzt alles nicht so geil. Also das Ding ist halt, ne? Ich mag das halt mehr, wenn ich so die Schläge relativ schnell hintereinander raushauen kann. Und wenn ich dann so lang brauche von Schlag zu Schlag, da fühle ich mich halt nicht so wohl. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mit 2 Schlägen quasi die Gegner kaputt mache oder mit einem, dann wäre es egal, wie lange ich brauche zum Schlage. Aber es ist, weiß nicht so meins. Weil wenn der Gegner dann nicht mit einem Schlag fort ist, dann ist es richtig scheiße, finde ich. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Kollege hier. Guten Tag. Große Glut hergeben, ja, komm. So. Ausrüstung reparieren, das machen wir mal zuerst. Das Ding hier bitte einmal ganz machen. Und das kann ich mal ganz machen. Das andere sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Ach jo, komm, das kann man jetzt nicht so lassen. So. Jetzt. Ich verstehe jetzt schon wieder nicht, warum ich jetzt 10 Estus Flakons habe, obwohl ich eigentlich nur 5 haben dürfte, meines Erachtens. Lassen wir uns hier mal noch hin. Dann tun wir einfach 5 Stück nehmen. So. Hier hinten, der hat, glaube ich, noch nichts zu sagen, ne? Er hat uns das letzte Mal nur irgendwie naserümpfend angeguckt. Der taut wahrscheinlich erst auf, wenn wir hier das Tor aufmachen. Forgive me, I fight on for a gig, no matter how so we. Ja, dann. Gut, dann gehen wir jetzt in the Darkwood Garden oder so, was weiß ich, irgendwie so in der Richtung. Aber nicht, also ich würde sagen, erstmal nicht ins Bassin, sondern erstmal so ganz normal. Und auch da glaube ich schon, dass mir diese riesige Krieger nicht so gut aussehen wäre. Ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass wir hier bei dem Habt ihr gesehen, wie der mich mit seinem Schwanz quasi an sich rangezogen hat? Manchmal springt er halt nur so zurück, um quasi ein bisschen Luft zu machen, und manchmal tut er beim Springen ja diese Attacke machen. Tschüss. Also jetzt war der schon deutlich leichter, muss man sagen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich auch deutlich mehr Vitalität und Stärke geskillt. Das heißt, ich habe mir Schade gemacht.
Und wenn er mich getroffen hat, hatte ich insgesamt noch ein bisschen mehr Luft. Guck mal, für die brauche ich eigentlich noch immer 3 Schläge, ne? So viel habe ich, meine ich, vorher auch für die gebraucht. Ach, Finsterwurzgarten war es, genau, ja. So habe ich immer Schiss, dass ich hinterher fall. Genau, hier kam einer. Der will irgendwo ein bisschen näher kommen. Cool wäre es, wenn er noch ein bisschen näher käme. Nein, noch näher. Das werden wir jetzt nämlich den hier machen. So, tschüss. So, war's das jetzt hier? Ich meine fast schon. Jetzt schnappen wir uns hier das Leuchtfeuer. Zum Aufleveln brauchen wir 6,2, da reicht es noch nicht. So, und jetzt gehen wir hier den quasi normalen Weg. Und dann war ja hier rechts, war hier so praktisch ein Knallkopf. Treffe! Ey, ich schlaf ihm über den Kopf. So. Blutroter Moosblume. Nur noch 2, ne? Oder warte, ne, der hier ist tot, also ist nur noch einer. Sehr gut. So, die Großseele nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir mit. So, und jetzt ist halt die Frage, wie es hier läuft. Weil diese große Ritter, habe ich die Befürchtung, packen wir noch nicht. Ich würde hier jetzt einfach mal noch ein Safe Game anlegen. So, und dann brauchen wir zuerst ein neuer Ordner. Finsterwurz hieß es, glaube ich, ne? So, und hier kommt so ein Ding rein. Das nennen wir jetzt um. Gut. Wenn ich jetzt hier nämlich so ein bisschen in jedem Gebiet ein paar Safe Games anlege, dann kann ich die Gebiete, bei denen ich mir ein bisschen schwer getan habe, immer mal wieder testen. Tschüss. 180 hat der Kollege gibt. Das war ja ganz gut. Okay, wo geht's denn hier entlang? Der sieht aber nicht so aus, als hätte ich Bock, hier entlang zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, 2 Schläge weg ist er, das ist schon ganz annehmlich. Da kann ich mich jetzt tatsächlich nicht dran erinnern, was das hier für Aktion ist. Es sieht auf jeden Fall nicht geil aus. Geht so tief runter. Das verheißt bestimmt nichts Gutes.
Ist das hier eine Sackgasse? Also, wo es jetzt quasi einfach nur Item gibt? Oder ist das tatsächlich der Anfang etwas Größerem? Okay, der steht hier bestimmt jetzt auf, ne? Nein! Das wollte ich nicht. Ich will mich wieder bewegen können. Wie komme ich denn dort raus? Also ich weiß, dass der Donny an so einem Heinz 8 Stopp ist. Aber komme ich dann dort überhaupt nicht mehr raus? Warte mal. Verklickt, würde ich mal behaupten. Hier müssen wir hin. Laden. Ja. Dienstlich ins Koma. Also ich würde jetzt hier einfach nur normal durchgehen. Weil ich jetzt halt auch nicht weiß, wo es hier entlang geht und was es dort theoretisch zu holen gäbe. So, nichtsdestotrotz würde ich gehen so Kollege. Ja gut, die mache schon gut Schade, aber ich mache eigentlich auch Schade, ne? Ach, der braucht so lange, bis er getrunken hat. Was hat der dann für eine Reichweite? Warum habe ich denn jetzt diese Scheiße wieder um mich drumherum? Warum habe ich denn das jetzt wieder? Der macht doch gar nichts. Gibt es dort vielleicht irgendeinen Ring oder Moos oder so, dass man essen kann, dass man dagegen immun ist? Essen wir das? Also ich weiß es nicht. Ich meine, diese Steinkrieger. Die Steinkrieger. Geben halt auch keine Punkte, ne? Das Ding haben wir gemacht. Ja. Schwierig jetzt, ne? Ich meine, die sind eigentlich nicht so schwer. Das Problem ist eigentlich nur, wenn sie diesen komischen gelben Rotz machen, der dich gefangen nimmt. Und dann hast du halt irgendwie so richtig die Arschkarte gezogen. Aber ansonsten gehen die, glaube ich. Finde ich. Denke ich.
Was? Okay, komm du mal her. Ja. Okay. Wie hier, da kam irgendwie Schlange raus, oder wie war das, ne? Er kann er halt nicht anvisieren, das ist halt ein bisschen blöd. Ach, das sind gar keine Schlange gewesen, das ist so eine Art Leguan, den habe ich gar nicht gesehen eben. Okay. Hier ist nichts, ne? Nö. Und hier hin ist noch von diesen Schlange, also von diesem komischen Leguan-Typ so. Was war das? Ajo! Ah, hier, genau, du war noch so Kollege. Ja, weiß nicht. Also die sind eigentlich nicht so schwer. Aber wenn es dich halt so gefangen nehme. Und dann hast du halt echt so ein bisschen die Arschkarte so. Warum sehe ich denn nichts? Spring. So, renne mir Muschel weg jetzt. Was? Warum ist denn da jetzt eine ganze Armee hinter mir her? Ich glaub, zack. Ey, ich hab Schild offen gehabt. Also, ich gehe jetzt runter und mach diese... naja, eigentlich will ich die nicht machen. Also nicht hier im Gang zumindest. Wenn ich die klatsche, würde ich die gern ohne klatsche, wenn ich ehrlich bin, ne? Genau, knuck mich da hoch. Aus deinen Fängen heraus. Echt, wenn er wenigstens jetzt komplett hier hochkommen wird und nicht so halb gemobbelt, do. Soll ich nur jetzt machen? Soll ich wieder runter verpisse? Vor allem sieht man hier ja nichts. Und der haut... Warum hau ich eigentlich gegen diese scheiß Wände, do nebe, und der nicht? Kann man das mal jemand erklären? Wie ist denn der Kollege hier eigentlich gestoppt? Kann man das aber noch jemand sagen? Weil, also ich habe den auf jeden Fall nicht oft genug getroffen, als dass er sterben wird oder könnte oder sollte oder wie auch immer. Ey, ich bin gesprungen. Jetzt mal ohne Scheiß, ich bin gesprungen.
Wo kommt da dem sein Kollege jetzt wieder her? Kann man das machen? Der zappelt ganz schön für Tode, ne? Wenn er wenigstens hier reinkäme, ne? Stark. So, und jetzt muss doch hier noch der vierte sein. Wir haben jetzt nämlich viel Fehlertoleranz, um es mal so zu ausdrücken. Ey, das ist so eine Scheiße, du. Dass man du an jeder Ecke hängen bleibt. Nein. Ich meine, ich muss die ja nicht machen. Ich könnte ja auch einfach durchrennen zum Schmetterling oder vielleicht, keine Ahnung, den Steintyp vorne dran und also was auf dem Weg ist, das könnte ich quasi machen. Ne? So, und das heißt, was auf dem Weg ist, wenn ich jetzt hier entlang gehe, komm, dahinter das Ding machen wir trotzdem. Warum kann ich das nicht anvisieren? Komisch, aber egal. Wow! Wo kommt der dann jetzt her? Ich habe halt so ein bisschen Schiss, obwohl das mit dem nicht genug Platz im Modus wird. So. Gehen wir den schön hier rechts rum. Und machen wir dort hinten noch diese komische Eidechse. Wo ich nicht so genau weiß, warum ich den nicht anvisieren kann, aber ist egal. So, und jetzt machen wir hier diesen Ritter. Aber wie so 360 Grad Schlag habe ich doch auch nicht. War ein bisschen risky, ich gebe es zu. So, ich hätte jetzt aber schon noch ganz gern das Item dorthin, wo ich nicht weiß, was es für eins ist. Problem ist so ein bisschen. Ja, die.
Ich frag mich halt, ob es nicht einfach besser wäre. Auf die ganze Geschichte zu verzichten. Ich sehe nix. Wo kommt dann der jetzt her? Warum kann ich dann jetzt nicht einfach nur an dem vorbeispringen? Man sieht halt in 90% von den Fällen einfach gar nichts. Steingroßschild, das ist halt geil, ne? Du kannst bestimmt einen Haufen Schade wegblocken. Ja, sind wir mal ehrlich, hat sich nicht gelohnt. Hä? So, ist hier nur noch Item? Das haben wir doch eingesammelt, oder nicht? Ach nee, das ist von diesem... Der hat noch Moosklumpenfalle gesagt. Na, alle hopp dann. So, jetzt, guck mal, jetzt haben wir doch eigentlich alle von diesen Steinkriegern geklatscht. Jetzt könnten wir doch den hier auch noch klatschen, oder? Das muss doch machbar sein. Jetzt bleibt er wieder an irgendeinem Sträuchelchen hängen. So könnte ich so kotze. Warum? Der hätte doch jetzt zwischen dem Sträuchelchen sich mal durchquetschen können. Ey, das kotzt mich so an, sowas. Das Spielprinzip in Verbindung mit dieser Kamera, das geht nicht an mich dran. Also, ein Spiel, das so auf Ausweiche und Weglaufe und so ausgelegt ist, wo man quasi an jedem klitzekleine Sträuchelchen hängen bleibt. Also ich weiß nicht, gut, aber auf der anderen Seite, wir müssen die auch nicht machen. Wir können hier die Partisanen holen. Selbst die bräuchten wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also egal. Wir können sie holen. Das macht hier nichts. So, und am Ende des Tages, den Ritter würde ich ganz gern machen, damit ich oben Zeit habe, mir Safe Game anzulegen. Warum oder wo kommt dann jetzt dieser eine Steinritter her? Was soll dann diese Scheiße immer? Die 5 Monate vor war der auch nicht da. So, jetzt pass auf. Okay. Import Save Game. Rename. Schmetterling. Okay. Fortfahren.
Kann ich den Shit wegblocken? Nee. Dann lassen wir's. Ich stelle mich halt auch nicht so clever dran, muss man sagen, ne? Ey, ich hab auf Springe gedrückt. Weg. So, jetzt darf ich mich nur nicht mehr so dumm dran stelle wie Ewe. Ey, aber jetzt guck mal, ich bin zweimal, der hat sein scheiß Dinger quasi Mitte in der Luft angehalten und rückwärts geflogen, um mich doch noch zu treffen. Die fliege zuerst so langsam und dann auf einmal so extrem schnell. Reicht das vielleicht, wenn ich einfach nur von links nur rechts renne? Muss ich doch vielleicht gar nicht springen. Ich sehe nichts. Wart, stopp, wart kurz. Okay, renne alle. Ah, gut, das war aber, glaube ich, dieser Beamstrahl, ne? Ich meine, ich habe auf Springen gedrückt, aber er ist halt einfach nicht gesprungen. Und die sind halt auch so Zeitverzöger. Das heißt, wenn ich im ersten ausweiche, trifft mich der zweite. Und wenn mich der erste trifft mich der zweite auch, weil dann mein Sprung quasi, oder weil ich dann kurz gestaggert bin. Die Steinrüstung, die wird du wahrscheinlich jetzt nicht so viel bringen, ne? Dass ich mir die Steinrüstung anziehe. Was hat die dann für Werte hier? Na gut, das ist schon besser als das, was ich jetzt gerade anhört, wo es nicht, ne? Schießt jetzt durch die Nebelwand durch. Was gibt denn das jetzt, wenn es fertig ist? Na gut, das war mir jetzt eigentlich ganz recht, wie er das gemacht hat.
Könnte er noch mal so machen. Macht er nicht. Oder sie. Mit der links vielleicht eher was Weibliches. Ja geil, du kannst wieder an, du triffst mich nicht. Jetzt war hier kurzes Gastspiel auf der Seite. Magst du dich noch nur an... Die Strahl kann ich halt jetzt nicht so gebrauchen, ne? Magst du dich vielleicht nur mal an die Wand, an die Mauer begeben, damit ich dich glatten kann? Genau, so habe ich mir das in etwa vorgestellt. Was ist das? Ich sehe nichts. Tschüss. War jetzt eigentlich relativ leicht. Mit der Rüstung. Gut, wir haben jetzt zwar 8k Flakos mir übrig, aber ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, als hätte man jetzt irgendwie ein Problem. Wenn ich ehrlich bin. Ist da oben schon wieder so Glöckchen-Bimmelerei. Stimmt, oder? Oder auch nicht. Wachturm, Kellerschlüssel. Göttliche Glut. Heimkehrknochen. Geh fort. Wachturm, Kellerschlüssel. Wo könnten das hinführen? Sagt mir jetzt erstmal nichts, ne? So, jetzt gehen wir nochmal geschwind zurück zum Leuchtfeuer. Nicht statt so lang hochgelaufen. So, und jetzt rennen wir hier nur einfach dash. So ungefähr. So.
Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal das Bassin. Zack. Guck, wir können jetzt noch aufleveln. Aufsteigen. Einmal hier, einmal hier. Jetzt hätten wir hier, das müsste eigentlich das Softcap sein, hätten wir dann quasi erreicht. Und dann gehen wir beim nächsten Mal in das Darkwoods Bassin rein und gucken, was dort abgeht. Das ist hier noch dieser eine Black Knight. Der hat halt eine richtig geile Waffe. Das ist die beste Waffe in dem ganzen Spiel. Das Problem ist also die Drop-Chance von dieser Waffe, die ist halt nicht so groß, zumindest nicht so groß, dass man jetzt mit Sicherheit sagen kann, ich bekomme die. Und deswegen kann man eigentlich diesen Trainingsrun nicht mit dieser Waffe machen. Weil wenn ich die dann im richtigen Run nicht bekomme, Pech. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder. Dann gehen wir dort ins Bassin rein und hoffentlich kann ich dann dort auch ohne zu sterben durchgehen. Oder zumindest so durchgehen, dass ich weiß, okay, wenn ich das ein bisschen sicher spiele, packen wir das ohne zu sterben. Weil dieses, wie hieß das? Schandstadt, das war irgendwie jetzt noch nicht so geil. Das muss ich echt sagen. Gut, also ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, guter Start ins Wochenende. Kommt schneller als man denkt. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dann. Ciao.